Leute, hallo! Bereits zum dritten Part des Mario 64 Coin Collectors. Wir befinden uns in der Piratenbucht-Panik. Und da muss ich kurz mal sagen, ich muss zuerst runter in das versunkene Schiff, damit wir überhaupt alle Coins drin können, oder? Ist das richtig? Weil sonst versperrt es uns doch einen Weg, oder? Ich denke nämlich ja. Hallo Killer-Aal, du bist wie jedes Mal komisch. Ich habe nie irgendwie eine Ahnung, wie der da rausgehen soll. Keine Ahnung, wie man den rauslockt. Ja, stimmt, natürlich. Ah, jetzt ist er draußen, perfekt. Natürlich, das versunkene Schiff muss wieder an der Oberfläche sein, weil sonst kämen wir an die beiden Red Coins gar nicht ran. Oder an die 3, glaube ich, waren es sogar. Ja, jetzt machen wir bitte keine Faxen. Das heißt, wir sind erstmal gezwungen, da reinzugehen, aber war halt schön, wie du es machst. Okay, wir haben uns hinter die Zone geglitscht. Wow. Und es ist immer wieder geil, so schnell da nach oben zu gehen. Oh mein Gott. Sogar noch im Wasser. Oh yeah. Wie viele Coins gibt es hier? 104, also echt gar nicht viel. Wow. Okay, krass, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt. Oh mein Gott, die Metal Cap. Brauchen wir die Metal Cap hier? Denke nicht, oder? Also, ich habe das gar nicht mehr so im Kopf gehabt, dass das so knapp war für den 100 Coins da. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Der 100 Coins da. Du hast nur Spielraum für 4 Münzen. Das ist wirklich wenig. Eine Red Coin. Immer sehr dankbar. Ah ja, und ich denke da in der Mitte von diesem Münzring, wenn man da durchgeschwommen ist, dann hat man ja so ein One-Up gekriegt. Das war wichtig für Lifesaver letztes Jahr, als wir die Retro-Achievements, das normale Set gemastert haben. Ja, perfekt. Mach auf. Mach's Mäulchen auf. Du Drecksau. Ja. Yeah. Okay. Oh ja, hier drüben gibt es sehr, sehr viele Coins. Auf diesem Steg. Oder auf den Stegen. Stegs. Was ist denn der Plural? Geht schon wieder los. Deutsch mangelhaft. Deutsch 6 Sätzen, Alter. Deutsch 6 Sätzen, Alter. Aber jetzt mir. Man sagt es ja wirklich nicht oft, den Plural von Steg, oder? Stix. Stix. Stix dein Arsch. Stix dein Arsch. Yeah. Aber warte, ich glaube, ich gehe ganz zum Schluss erst auf das Schiff und dann können wir uns den rote Münzenstern direkt mitnehmen. So, hier haben wir noch einen Münzring. War was auf diesen Pfählern? Denke nicht. So, dann wieder in den Muscheln. 2 Red Coins. Oh, hey, die Strömung ist auch stark. Ja, wait. Nur eine Muschel? Tatsache. Und jetzt, selbst jetzt, ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht mehr die Hälfte, aber jetzt haben wir die Hälfte und das ist wirklich krass, dass es so wenig Coins hier gibt. Da schaut es ja in anderen Kursen ganz, ganz anders aus. Alter, da haben wir ja fast 200 teilweise. Ah, okay, hier ist der Blue Coin Switch, der ist wichtig, aber wir entschärfen erstmal sämtliche Fallen, damit ja nichts passiert. Wir wollen unseren Sieg nicht aufs Spiel setzen. Yeah, bum bum. So viel nur, dass ich hier wirklich alle Blue Coins erwische. Was übrigens auch interessant ist, oder ein nicer Fun Fact, zu wissen, ob es in jedem Kurs, in jeder Welt, einen Blue Coin Switch gibt. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber bisher ja schon mal nicht, weil in Welt 1, Bob-Ombs Battlefield, gab es keinen. Dafür aber immens viele Münzringe in der Luft. So, und jetzt auch schon auf dem Weg zu den letzten 3 Red Coins, zu den letzten 6 gelben Coins. Ja, man muss ja auch die Wertigkeit verstehen. Oh, perfekt. Im Rückwärtssalto. Man muss ja die Wertigkeit verstehen. Eine gelbe Coin ist eine normale Coin. Ist nur 1 wert. Und die rote Coin ist 2 wert. Und die Blue Coins sind 5 wert. Und damit haben wir Piratenbucht-Panik abgeschlossen. Treasure 3. Wir haben alle Münzen. Leute, vielen Dank wieder fürs dabei sein. Den nächsten Part findest du in der Endcard, sobald der online ist. Bewertung definitiv nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.